Dëst Jahr huet d'Tellesorganisaoun Care fir die 5. Keer den Daycare organiséiert. Ma waren net nëmme bei der CRL Cargo, mé auch beim Tageblatt dabei. Den Frederik Haupert, den Direktor vu Care Lettzeburg, huet as e bësse méi iwwer die ONG erklärt. Care ist eine humanitäre Hilfsorganisation, eine von den 3, 4 großen, die es auf der Welt gibt. Wir schaffen überall da, wo Großkatastrophen geschehen, wo Krieger sind, aber natürlich auch an der langfristigen Entwicklung. Und haben so im letzten Jahr 90 Millionen Menschen mit dieser Hilfe erreicht. Den Daycare ist am Anfang eine Idee, die wir hatten 2008, wie hier überall in Europa die große Wirtschaftskrise war. Wir haben eine Idee entwickelt, für direkt am Antere von den Entreprisen zu schaffen, einen Abernachton zu kreieren. Ein Tag, wo die Schüler die Möglichkeit haben, heute in Lettzeburg Entreprisen kennenzulernen, für zu gucken, was für Berufe es hat, was für eine Karriere könnte für sie auch froh in der Zukunft, aber natürlich auch den Entreprisen die Möglichkeit zu geben, einen echten Kontakt mit den Schülern zu haben, zu gucken, wen ist besonders qualifiziert, wen ist talentiert, wen wollen sie vielleicht in der Zukunft rekrutieren. Den ganzen Aufwand betreiben wir natürlich als humanitäre Organisation, weil alle Entreprisen pro Stage ein Dorn möchten, mit dem wir als humanitäre Projekte unterstützen. Dieses Jahr haben wir ein Projekt am Niger unterstützt, wo die Formation professionell von jungen Femmen unterstützt wird. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir des élèves afin de leur faire découvrir notre entreprise qui est CFL Multimodal et sa sœur CFL Cargo. Nous avons décidé de mettre en évidence les activités logistiques de notre entreprise qui sont encore peu visibles du grand public et participer à une bonne action, une bonne œuvre. C'est-à-dire du transport combiné, du transport ferroviaire, ainsi que de l'entreposage, comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous allons également faire un tour en locomotive afin de montrer l'intégralité du panel des prestations que nous proposons. L'intérêt, c'est de voir nos installations qui ne sont pas ouvertes au public. Elles sont modernes, elles sont innovantes et performantes. C'est pourquoi ils ont eu la chance de pouvoir s'inscrire pour venir découvrir l'entreprise au plus près. Et je pense que c'est important car, encore une fois, c'est pas ouvert au public et c'est une chance pour eux. Was viele Entreprisen immer unterschätzen, ist, dass den Effekt Motivateur den Daycare für die Leute hat. Die Mitarbeiter, die einen Tag lang können erklären, was sie alltag machen, was ist ihr Beruf. Das hat effektiv einen ganz positiven Impact auf die ganze Belegschaft. Und das dreht doch so ein bisschen den sozialen Engagement an die Entreprisen ran. Das verband das Personal mit dem sozialen Engagement. Sie kriegen die ganze Panoplie gewisse sämtliche Redaktionen, die könnt ihr auch, wie ich mal schon gesagt habe, durch das ganze Gebäude gehen, gehst du wo der Welt, vorstellen wo der Welt, das ist das Kind Aquarium, wo du just irgendwo an Glas gesehen, dass du Leute schaffen, die geht bei Leuten und die fragt sie, was macht ihr da gerade und wo kommt da Informationen aus dem Ausland und könnt ihr alles fragen. Weil ich bei einer Sprachsektion sehen, gerne gehe an den Bereich vom Journalismus gehen, habe ich mir gedacht, es wäre interessant, wenn ich einen Tag lang sitze, wie den Alltag aufläuft an einer Zeitung eben. Ich war schon immer Journalismus interessiert und ich wollte schon letztes Jahr hier kommen, mit war kein Platz mehr. Dafür habe ich einfach die Chance geholt, für heute zu kommen. Bei den Schülern ist es wirklich so, dass da viele Schüler so immer flott. Wir hatten noch schon zum Beispiel letztes Jahr Schüler, die für Zweitkehr an eine Entreprise gegangen oder für Zweitkehr beim Daycare selber mal einfach mitgemacht haben, für auch nach einer anderen Entreprise kennenzulernen. Da ist es wirklich, dass sie ganz oft probieren, einen mehr langen Stage zu machen an der selben Entreprise. Es sind aber auch Schüler, die merken, das war wirklich gut nichts für mich. Da das natürlich dann schuld für den Tag, aber für das Leben und die Karriere von dem Schüler ein großer Gewinn. Wir sind zum Beispiel das Haus, was auch am Kader vom Conseil de Presse allererst die Aktion Presse à l'école lanciert und wir sind auch das Haus, was am NAI vertreten ist, das Newspaper in Education. Und da geht es absolut darum, dass man gerne junge Leute hatten, die bei uns in der Zeitung gehen, kommen, die mitschaffen, die sich schon als Zeitung können gewinnen, die wissen wie funktioniert denn der als Zeitung haut zum Mols haut und im Zeitalter, wo man lieber
Handy NRW wie Provider. Also dat heißt, wir wollen ganz einfach 100 die Jungkleid solle gesinn, wie eng Zeiten gemerkt, wie viel Erbecht dat rastecht, dat ihr mir kritisch liest, dat ihr seht, okay, das nicht immer alles 100% richtig, was da immer am Netzwerker steht oder so, weil dat sehr muss geschehen, auch von den Hand und Rundern eng Analysen enger Zeitung zu dem Sujet liest, dann ist das für mich verständlich. Ich finde immens interessant von viele zu sehen, wie genau Zeitung aufgebaut ist, weil das stellt sich gönnen so viel am Anfang, wenn die normale Zeitung liest, an wie der aber strukturiert darin arbeiten, für das aufzubauen und alles. Ich meine, an der Lützeburger Gesellschaft spielt den sozialen Engagement eine relativ große Rolle. Das gesagt nicht nur bei der Bereitschaft von Partikulieren einen Don zu machen, von all den Familien zu Lützeburg, du hast es relativ normal en Don fir Keer an noch fir aner Lützeburger ONG zu machen, weil et geheiert dazu. Wir liewen relativ gut hei an der Stil von der Responsabilität, die Menschen hei auch so wahrnehmen. Dasselbe appliziert sich natürlich auch auf die Entreprisen. Wir haben da viele Entreprisen zu Lützeburg, die am Finanzsektor schaffen. Wir haben viele Entreprisen, die dadurch mit internationalen Entreprisen zusammen schaffen, wo die Kultur von einer Responsabilität societal natürlich auch eine ganz große Rolle spielt. Das gesagt, ist es natürlich so, dass dann immer Lützeburg relativ kleine Entreprisen schaffen, die nicht die Moyen haben, wie zum Beispiel eine große Entreprise in Frankreich oder in Deutschland, für riesig Dorn zu machen. Aber sie sind aber wirklich bereit, Eis an andere ONG zu unterstützen.